Denat, École nationale pour Adult, ass keng Schoul wie Diana. So et vill ze bidden an ass ganz oft eng zweet Chance fir Schüler a Jong awuesner. Pauline an nech waren op de Geesteknäpchen an hunn eis de Schoul mi genau ugekuckt. Den Direktor Jos Bertemes huet eis als sechte Mol erklärt, wat Denat alles ubit an nu wese sech déi verschiedene Formatioune richten. Ma ja d'École nationale pour Adult oder Denat wie mis nennen ass eng Schoul fir Jonger Wëssner am hunn am Fong gehall zwee verschieden Publiken. Dat denkt, dat ze Jugendlicher, die aus der Schoul reisgang sind uni en Diplom und en Aufschluss hunn, an die natierchte no Mäbismarche Probleme hunn fir der ze kommen an die dat wat mir probieren hai ass hunn se meessen op enger 5 mé op enger 4 am 3 ran sowohl am Klassik wie am General, wo man hinne probieren dann zu engem Aufschluss zu feieren, entweder bei Eis an der Schule oder respektiver weiterfeieren Schulen. Sowohl am Enseignement wie auch an der Formation professionell an als Aufgabe als bei dem Publikum dafür zu gucken, für ihnen zu ermöglichen, zu einem Aufschluss zu kommen. Dann haben wir aber noch ein zweites Publikum, das Leute, die einen Aufschluss sind am Gang oft zu schaffen, aber merken auf der Platz, wo sie schaffen, dass sie aber mehr können, wie sie ihren Diplom, den sie haben. Und die hätten da gerne mir ein höheres Diplom. Das heißt, mir Leute, die sind Auxiliär de Vie, die wollen aber dann Edukateur gehen. Und die sich schon eine Möglichkeit für neben ihrer Arbeit auch einen Aufschluss zu kreieren. Jan Kiefer ist responsabel für die Formation am Auxiliär de Vie. Sie hat uns mehr genau erklärt, was das eigentlich ist. Auxiliär de Vie ist eine Formation, die an den sozioedukativen Bereich geht. Wir haben ganz viele Schüler, die an Betreuungsstationen sind, ob das bei Kanaras oder bei Erwachsenen. Am Handicap-Bereich, das ist eine Sprache, die viel mehr in die Richtung wird gehen, noch an der Zukunft, weil da ein Mangel an Personal auch ist, den Formation an dem Moment auch abgefallen, wo wir Leute gingen ausbilden, die handicapiert Leute oder Leute mit mehr Beeinträchtigungen und Bedürfnissen gingen unterstützen an ihrem Alter. Wie weit tust du dich schon überhaupt dazu entschlossen, heute an die Schule zu kommen? Wer ist dazu gekommen, dass du die Formation gewählt hast? Ich habe die Formation heute gewählt, weil ich ganz gerne am sozialen Bereich arbeite, ganz gerne mit den Leuten arbeite. Und weil der Beruf, also den Auxiliär de Vie, ist so breit gefächert. Wir können bei kleinen Kindern arbeiten, bei älteren Leuten. Also das ist wirklich schön. Ich meinen Beruf auch gerne und ich begleite die Leute auch gerne in ihrem Alltag und wir können sie auch fördern. Am Anfang ist schon mit 18 damals mit der Schule abgehalten und der Kunde hat heute eben nur mit 3 Jahren proposiert und wenn in 12 Jahren lang nicht an der Schule war, also es eigentlich schon immens schwer anzufangen. Und dafür ist den Enat aber eigentlich eine immens gute Alternative, weil ihn halt eben einfach an die Schule geht und einfach arbeiten geht am Apprentissage Adult, so dass ihn eben nicht nur Schule, also dass ihn nicht von schulisch bombardiert geht sozusagen. Und ja, habe wieder auch gesehen, machen wir ja aber auch Spezialsachen. Momentan bieten wir und wir machen momentan so Armmasken, was wirklich cool ist. Am nächsten Semester haben wir so kleine Filzprojekte gemacht, so kleine Figuren, wo man selber wählen konnte, was man bieten wollte und machen. Und ja, das ist ein Bitzatelier, den haben wir einmal in der Woche, 6 Stunden lang und das ist wirklich cool. Das ist nicht wie eine normale Schule und das hat eigentlich mir immens gefällt. Das schon, also mir macht schon viel praktisch und das hat eben mir gefällt. Die Ursachen, für was Jung Erwachsene sich für diese Formation entscheiden, sind verschieden, wie uns Jan Kiefer erklärt hat. Also ganz oft machen sie Stage auf den Säckjemen und dann gehen sie an die Bereiche ran, die sie interessieren geben. Dann wird auf Bewertung vom Stage hin eine Orientation gemacht an der Schule. Sie stellen sich dann einfach vor. Bei uns sind es doch ganz viele Adulten, die kommen, die an dem Bereich geschafft haben, kein Diplom hatten, denen das aber gut gefallen hat oder die den Beruf wechseln, also ich ging nur gerne etwas Soziales machen, an dem Moment die Sport daraus ist. Wie den Direktor Jos Bertemes erklärt hat, können Schüler auch an den verschiedenen Jahrgängen hier Schule anfangen. Wir haben am Lee geschwatzt, den hier banger 3. ist, und hier hat uns erklärt, wieso hier in ihrem Schule gefangen wird. Also ich bin hier, weil ich die Schule aufgebracht habe, wo ich so 18, 19 war. Und nach 3 Jahren habe ich dezidiert, die Schule fertig zu machen.
Und sogar dann, ich habe bei vielen Schulen gefragt, und ich war eben zu alt, für in die klassische Kurse zu kommen. Da war dann ein Altersunterschied dabei, Altersunterschied zwischen den Schülern in den Klassen. Und am Anfang war so die letzte Option, die ich hatte. Aber es war eine gute Entscheidung, hier zu kommen. Hier engagiert sich aber auch noch ein bisschen mehr an der Schule und als Member an der KNAL, dem Nationalen Schülerkomitee. Als Repräsentant von der Schule sind ich selbst die Chef vom Schülerkomitee, der bei uns nächstes Jahr angefordert wird. Das ist, was Projekte angeht, und so kann ich aber meine Idee mit aufgehen und auch Sachen an der Schule selber realisieren. Wir hatten zum Beispiel am ersten Semester einen Amnesty-Stand aufgestellt zwischen Schülern eben. Also so Sachen fand ich halt mega cool. Und auch du musst so ein bisschen einen Abblick an die Sache kriegen. Knall ist ja schon so leicht politisch. Da gibt es Schüler eine Möglichkeit, am Edukationssystem mitzubestimmen. Und das ist einfach eine coole Erfahrung. Lisi Trierweiler als Koordinatrice vom Departement Art et Culture von der ENAT. Sie hat uns erklärt, ob wer eng Manier Kunst de Schüler méi nobrucht gëtt. Bei uns in der Schule gibt es keinen traditionellen Kunstkurs. Wie an anderen Schulen, das heißt, wir haben 100 Minuten Kurs die Woche über das ganze Jahr. Und da sind Schüler all gemischt in Klassen. Und Ziel ist uns für unsere Schüler, die Kultur und Kunst zu bringen, weil wir ja auch jung Erwachsene und wir wollen denen dadurch mal auf den Weg gehen, dass uns vielleicht in ihrer Freizeit mehr an ein Museum gehen, an ein Konzert gehen oder dass Kultur für sie accessibel ist. Das geht von Musik über Theater, über Atelier mit Museen zusammen. Wir schaffen zum Beispiel relativ viel mit externen Künstlern, auch noch Künstler, die hier Kur gehen, die als extern als Formateur extern dann ha ihre Kurhalen Projekte machen. An die Klasse sind ganz gemixt. Das heißt, alles Ganztagsschüler, die hier sind, die gehen total gemischt. Und dadurch also an denen Kuren eben eng Diversität. Also also Kunst und Kultur ist nicht gefasselt und eine Klasse. Zum Schluss vom Schuljahr probieren wir eben alle das an einem Event ein bisschen zu offizialisieren, für die ganze Schule eben accessibel zu machen. Wir haben aber auch bei der Lehre für Elektriker gelust. Heute hat Jean-Claude Castellucci uns erklärt, was anders bei der ENAT ist. Wir sind heute an einer Elektrolehre mit, das ja nicht eine Lehre wie in Solo von anderen Schulen kennt. Könnt ihr uns das ein bisschen mehr genau erklären? Ja, an einer Lycée ist es so, dass sie am Anfang direkt schon ein Patron haben, erst am September aufhängen. Das heißt, wenn sie am September kein Patron haben, dann können sie sich noch nicht an die Schule gehen. Hier ist die Sache so, weil die Jungen eben, oder respektive Mädchen, ein bisschen schwer haben, für eine Lehre zu fahren, dass sie hier vielleicht mal 6 Monate darauf vorbereitet gehen, für bis an den Beruf ranzukommen. Und dadurch kriegen sie dann einfach einen Patron. Das ist auch so, dass sie hier einen Lehrkontrakt machen mit dem Service de la Formation professionnelle und dann gehen sie hier als Stage geschickt. Und die Stage hast du für den Patron brauchst du in dem Moment nicht zu bezahlen. Das heißt, die gehen da 6 Monate an den Stage, alle Schulvakanz ist das, plus danach alle Donnerstag Freitag. Und dann meistens ist es so, dass sie sich so gut sich verkaufen, dass sie dann einen Lehrkontrakt kriegen für die nächsten 2 Jahre dann noch fertig zu machen. Den DAES ist eine weitere Formation, die an der ENAT angeboten wird. Das aber mehr spezifisch für Schüler, die eine Premiere nachholen wollen, wie uns Lynn Bina erklärt hat. Die Aufkürzung DAS, die steht für Diplom d'Accès aux Études Supérieures. Und das ist eine Formation für junge Erwachsene und Erwachsene, die hier Premiere nachmachen wollen. Das ist eine Année Präparatoire, die da soll auf der Année Terminal 4 bereden. Und dann eben dann die Terminal, wo ganz normal wie auch auf andere Premieren eben Examen stattfinden, wo sie dann noch ein Diplom holen, mit dem sie können studieren gehen oder eben an der Arbeitswelt aussteigen. Und die Spezifizität vom DAS ist, dass es eben modular aufgebaut ist. Das heißt, alle Fach als Modul und die Schüler können sich eben auch rauswählen. Da gibt zwei gewisse Kriterien. Das heißt, sie müssen zum Beispiel 2 Sprachen wählen, sie müssen eine Mathe wählen. Und dann eben nach Sciences naturelles und Sciences humaines rauswählen. Dann haben wir auch 3 verschiedene Modelle vom DAS. Wir haben am Cours du Jour ein an für die Langue véhiculaire Französisch oder eben an den Sprachfächern natürlich die jeweils Sprache. Und dann haben wir auch noch neu das Rentrée den DAS international. Du hast Langue véhiculaire Englisch, was ganz interessant ist für Apprenants, die eben lieber auf Englisch kommunizieren und noch lehren.
Und dann fir bis du hast de Publiksible fleisch bisselche mi awussen nach also méi all nach dat ass an den Oweskur de man onnner ubiden am DHS dat techt do sinn e just reduzéiert Kuren an präsentiell Owes der as eng Formatioun die ganz flexibel ass die sech de Bësmer vun de Leiit op es nu passt. De Gard an de Markus sind 2 Schüler, die den DRES als Formation gewählt hun. I'm here to get a diploma for uni, and well, right now we're in art class, and it's part of the curriculum, and just going lesson by lesson, trying to make my way to the end, and hopefully get a degree in electrical engineering. I chose this specific DAES, so the Diplôme d'accès aux études supérieures, in order to be able to get access to university. As someone who wants to work in computer science, this gives me a direct path which I previously didn't have in order to be able to pursue my professional career in IT and computer science. Yeah, do you have plans for your future? Some ideas? Yeah, well, so originally I'm from Congo, and my country, it's not in the best state right now. And I'm hoping to just, like I said, get a degree in electrical engineering and, just do some stuff for the country, provide like a stable source of electricity and, just make sure things are better. Wie man gesehen, ein ganz vielfältige Schule, wo wirklich viel Möglichkeiten zu bieten hat. Ein positiven Aspekt ist auch die Stimmung bei den Schülern und ihre Relation mit ihren Profen. Das ist wirklich eine Schule, die sie kommen uns auch wirklich immer entgegen und dass sie nie auf sich allein gestellt haben. Zu denen immer Unterstützung, immer als Hilfe da, wenn ihr sie braucht. Und das ist wirklich schon selber, für mich selber habe ich auch gemerkt, dass ich wirklich als Person gewusst habe in der Schule. Da ist einfach eine coole Atmosphäre und das bisschen mehr relax und locker, weil als Maturität mit erreichen, also es geht davon aus, dass wir schon mehr am Kopf sind und dafür haben wir ein paar Sachen, die wirklich entspannt sind. Die Interaktion zwischen den Profen und dem Schüler ist ein bisschen mehr locker. Ja, ich meine, das passen sich auch die Schüler an. Ich meine, wenn die Schüler wussten sind, wenn sie Stimmen noch beholen, dann klappt das auch mit den Profen und du hast aber schon eine gute Interaktion. I'd say we work together as a group. That's the main goal here is to really work together, make sure everyone's involved. I also believe that it's very important for students to be open with the teachers and to have this open feedback loop that allows us to always improve and find the best way to learn and revise together. Gibt es da noch ein Alterslimit für die Leute, die sich gerne ummelden oder steht die aus sich op? Also am Prinzip ass fir die Leiit, die wëllen en echten Diplome ofkräen ass 30 Jo Medi ass awer gréesstendeels Hummer die meest Leiit, die hunn iwwer 18 tschen 18er 25 dem Moment an fir die Leiit, die ewer en supplementären Aufschluss kennen, gët keng Alterslimit. Dat ichich mir hat noch schon Leiit hai, de iwwer 50 wären an Diwer nach probéiert hunn an net reüséiert hunn fir hireieren Edukateursdiplom awer bei ze kreen.